Seefurt ob platt. Für viele hundert Jahre wär Plattdeutsch der einzige Sprach in der deutschen Seefahrt und Fischerie. Die Habens und große Seilschiffen werden Kontakt stehen. Durch die hätt das Plattdeutsche viel Einfluss kriegen, besonders von das Englische und das Niederlandsche. Erst durch die gesellschaftlichen und technischen Veränderungen im 20. Jahrhundert hätt das Hochdeutsche das Plattdeutsche an Land als auch auf See verdrängt. Man in der Fischerie und in den Segelsport hebt sich plattdeutsche Fachwörter Betthüt holen. Die Gaffel ist ein Baum, der auch Spier nennt ward und wie Borben von Mast weglupen deit. Hier ward das Seil auch fastmockt. Das Stach ist ein Reib von den Stäven ton Mast. Die Mast ward dor mit viel Grad holen. Die Schot ist das Reib, womit ein das Seil in Wind stellen kann. Ein Fenner ist ut Kork, Reib oder Gummi. Das ist ein Schul für das Schiff, damit das bin Af- und Anlängen an die Keimhuhr oder an andere Schiff kein Schaden nimmt. Das achterste Teil von das Schiff wat Heck nömt. Das Spill oder die Winch bug ein Ton inholen von Anker, Fracht oder Fangnet. Hein, lat bloot kein Wasser rein. Hief ab! Ein Poller ist ein Pol an der Reling von den Schippton fastmocken an Kai oder an Dückdalben. Das sind Pöhl, die in Boden von Hobben inrammt sind. Der Reling ist das Geländer von Schipp. Wenn der Tauwag an den Seilen schürt, denn schamfielt dat. Ein Stech, zum Beispiel Achstech oder Polstech, ist ein Seemannsknütten. Da bin ich platt. Markus Röhrbein hat an der Universität Greifswald studiert und sich um das Thema Seefahrt ob platt kümmert. Robkicken worden ist von den Plattexperten Johann Martin Frahm. Großdank galt an die Karl-Töpfer-Stiftung in Hamburg und das Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen. Dank für die Förderung durch die Beobdruchte von der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Infografiken kann sich jeden ankicken, runterladen und udrucken auf www.lzn-bremen.de. Kick mal in.